Hour of Prayer, da sind wir wieder. Eine Woche ist schon vergangen. Ich hoffe, ihr habt eine sehr, sehr gute Woche bis jetzt gehabt. Auch die letzten Revival Weeks, die wir gehabt haben, wo wir gebetet haben. Wir haben Worship gehabt mit Dave und jetzt diese Woche mit Joel und Timo Charto haben wir wunderbare Bible Studies. Das ist wirklich großartig, was da alles läuft und Gott auch alles ganz konkret bewegt. Ich bete ganz zum Anfang, dass der Heilige Geist uns leitet, uns führt und uns auch Ideen gibt. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Nähe, für deine Größe, für deine Gegenwart, dass du uns leitest, führst und auch inspirierst und einfach wir erleben dürfen, dass du in den nächsten Augenblicken den Himmel aufmachst über uns. Also ich bete, dass Gott den Himmel aufmacht. Das musst du dir wirklich dir vorstellen. Jetzt bei uns in Zürich jetzt hat gerade angefangen zu regnen. Und immer wenn es regnet, logisch kommt der Regen nicht vom Himmel, von den Wolken, dann sage ich immer, jetzt macht Gott den Himmel auf. Und ich bete, dass jetzt einfach dieser Himmel aufgeht und du erleben darfst und wirst, dass diese Frische, auch dass etwas wird begossen. Vielleicht brauchst du bis eine Wüstenzeit, wo du merkst, du brauchst noch viel mehr dieses Begießen von diesem Wasser. Bete ich, dass das jetzt aufgehen darf im Namen von Jesus. Ja. Amen. Amen. Ich habe vorhin draußen aufgestellt, weil ich hätte so gerne draußen gebetet, einfach in der frischen Luft und dann kommt es und regnet es. Wir haben heute ein neues System, kann ich jetzt nicht gerade erzählen, weil es zu ausführlich ist, aber der Hintergrund gefällt mir nicht ganz, deswegen versuche ich jetzt den mal ein bisschen zu drehen, wobei ich glaube nicht, dass es so viel besser wird. Aber anyway, wir beten heute und Glauben schüren, Wunder provozieren, das ist unser Thema. Das passiert, wenn du dich auf Gottes Willen einlässt. Ja, weil wenn wir zu Gott Ja sagen, dann denken viele Leute, dann läuft alles einfach so geradlinig durch. Du kannst die Struktur, man denkt, man beginnt mit Gott und geht es nur so geradlinig hoch. Das, was man sich wünscht und ich eigentlich mir auch vorstellen würde, aber es gibt so Wellenbewegungen. Und das heißt, man geht durch ganz verschiedene Wachstumsphasen hindurch. Und es ist wichtig, dass man weiß, es gibt diese Wachstumsphasen, damit man nicht schockiert ist in dem Sinne. Ja, und wir gehen heute durch die Geschichte von Mose, genauso wie du das am Sonntag gemacht hast. Und ich möchte den Abschnitt vorlesen. Es geht um die Begegnung, das ist das Erste. Also wir sind immer noch mit diesem Bilderrahmen dran und es geht eigentlich darum, dass als erstes hatte Mose eine Begegnung mit Gott, sozusagen so ein Berufungsmoment. Und dann denkt man ab da an, wie du gesagt hast, läuft alles flott, aber das ist nicht so. Und der Text ist 2. Mose 3, Vers 4 und dann 6 bis 10. Ich werde nicht alles vorlesen, aber während ich diesen Text gelesen habe, ist mir aufgefallen, wie groß das Gottes Herzschlag ist für Moses Berufung, also für das, wozu er Mose berufen hat. Weil Gott hat gesagt, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk geht. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Ich bin herabgekommen, sagt Gott, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen. Ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Das sind alles so Sätze, die Gott sagt. Und das hat mich sehr beeindruckt, was für ein Riesenanliegen das Gott hat. Und dann kommt's, dann sagt er, darum Mose, geh nach Ägypten. Aber was ich schön finde, diese Worte, Gott hat gesehen, also Gott sieht deine Umstände, Gott hört, was passiert und Gott nimmt Notiz. Das finde ich eben mega krass in diesem Bibeltext, weil manchmal denkt man, Gott hört mein Gebet nicht, Gott sieht meine Situation nicht und er nimmt das nicht Notiz. Und dieser Bibeltext sagt ganz konkret, es geht nicht an den Augen, an den Ohren, am Herzen und auch den Gedanken von Gott vorbei. Und es ist immer so, dass Gott jemand dann ruft. Gott ruft und beruft Dinge und sagt, du bist berufen, um etwas herauszubefreien. Moses war der Befreier. Ja. Kannst du dir vorstellen, dein Auftrag ist, du bist der Befreier. Also es hat mich einfach nochmal berührt, zu realisieren, dass das, was ich auf meinem Bilderrahmen geschrieben habe, ist effektiv, was Gott in mich oder in dich hineingelegt hat. Das ist nicht irgendetwas, sondern das ist das Herzensanliegen von Gott und das hat mich berührt. Wir sind auch mit der Small Group, machen wir diese Bücher durch. Also es gibt ja Entdecke Gott, Erlebe Gott und Folge Gott. Wir nehmen bereits das 3. durch
Und da geht es im ersten Kapitel geht's auch darum, schreib deine Vision auf. Da sind wir jetzt auch mit den Messages am Sonntag jeweils drin gewesen. Wie sieht Gott dich? Und dann gibt es beim Übergang ins zweite Kapitel steht, und diese Vision, da kommt jetzt Gottes Herzschlag hinein. Oder da ist eben Gottes Herzschlag hinein. Und genau dafür wollen wir heute auch beten. So für dieses Bewusstsein, dass das, was du in deinem Bilderrahmen vielleicht schon definiert hast, vielleicht immer noch am Fragen ist, was ist es? Aber es heißt hier, darum geh nach Ägypten, Mose, Ausrufezeichen. Das ist eine so deutlich klare Bestimmung. Und es ist nicht so, dass das nur für Mose gilt, sondern es gilt für jeden von uns. Gott hat eine Bestimmung. Genau. Und hier sind wir halten dir nochmal Gott unser Herz hin. Und lass uns deine Leidenschaft für uns Menschen spüren. Vielleicht auch deine Leidenschaft für eine bestimmte Menschengruppe, wo ich gerade drin selber bin. Vielleicht ist das ein Indiz, oder nicht nur vielleicht, sondern höchstwahrscheinlich ein Indiz, dass das in meinem Bilderrahmen steht. Mach es klar, Gott im Himmel, ich will dich hören, wie du rufst. Du rufst mich, und das spreche ich über mir, das spreche ich über dir aus. Du rufst mich, Gott. Ich bin gemeint. Ich habe einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist nicht irgendetwas weniger als dein Herzschlag für Menschen, die in meinem Umfeld sind. Und wenn wir heute zusammen beten, geht es um den Moses, und das heißt der Hebräisch Moschee, das heißt der Herausgezogene. Man kann sein Leben in 40 unterteilen, in in Drittel. Im ersten Drittel wurde er aus dem Nil gezogen, wurde als Baby in dieses Körbchen getan und wurde herausgezogen und ist aufgewachsen in Ägypten, hat dann gemerkt mit 40, hey, ich bin eigentlich ein Hebräer. Und hat dann gesehen, wie das Volk leidet, und hat einen Ägypter umgebracht. Und eigentlich hätte er gar nicht wegrennen müssen, weil der Pharao gesagt hat, ich habe ja die Macht, ich entscheide zwischen Tod und Leben. Und Moses hat sich selber rausgezogen aus dieser Angst, irgendwo in der Wüste, im Nirgendwo. Und dann begegnet Gott ihm und sagt, Moses, du wurdest rausgezogen aus dem Nil, du hast dich selber rausgezogen aus dem Spiel. Ich will, dass du mein Volk ziehst als ein Befreier aus Ägypten in das verheißene Land. Und wenn man das so liest, das ist eine klassische Geschichte, es gibt auch wunderbare Filme, hört sich das so einfach an, aber es ist eigentlich crazy. Weil Pharao war der mächtigste Mann der damaligen Zeit, war super reich, und das Volk Gottes waren Sklaven, die haben da gratis gearbeitet, konnten da wohnen, kosten und Logis. Aber niemand lässt einfach Sklaven ziehen, die die Häuser gebaut haben, die Paläste gebaut haben. Wer baut sie dann? Und als Gott zu Mose sagte, geh nach Ägypten, und sagt dem Pharao, lass mein Volk ziehen, hast du nicht viele Argumente. Also man würde sagen, es ist kein guter Deal. Und Moses war nicht so doof, dass er gedacht hat, ja gut, dass ich da hingehe, ist das eine, aber dass der Pharao, er hatte ja grundsätzlich den Zugang, er kannte auch die Sprachen, er kannte ja grundsätzlich schon das Setting, aber er hat gewusst, also wenn ich ihm sage, lass mein Volk ziehen, das ist nicht ein Argument, dass er Ja sagt. Und darum ist es wichtig, dass du verstehst, wenn Gott einen Auftrag gibt, hast du viele Gedanken und Gründe, und man durchläuft ganz verschiedene Wachstumsphasen. Und die erste Wachstumsphase, für die möchte ich auch mit uns zusammen beten, ist die Zweifelsphase. Also wenn Gott dir einen Auftrag gibt, lass mein Volk ziehen zum Pharao, dann hast du Zweifel. Und Moses hatte 5 Abers. Er hat gesagt, wer bin ich? Wer bist du? Ich habe dich noch nie gesehen. Sie werden mir nicht glauben. Ich kann nicht reden. Und überhaupt sende einen anderen, der da vielleicht mehr Einfluss hat. Also alle diese Dinge sind per se nicht unlogisch. Und ich weiß nicht, was deine Abers sind. Wir alle haben Abers. Wir alle haben Dinge, die sind logisch, aber sie sind nicht theologisch, weil theologisch bedeutet, es ist die Logik Gottes. Und ich werde jetzt mit dir zusammen, du kennst deine Abers, du kennst deine Zweifel, du kennst deine Ängste, du kennst auch das, wo dich wie blockiert, wie so eine Handbremse angezogen. Und ich möchte mit dir zusammen einfach diese Abers, deine Logik, in die Hände von diesem Gott im Himmel legen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Wunsch, für diese Leidenschaft, für diesen Traum, den du mir anvertraut hast. Und wir alle haben Träume, wir alle haben Leidenschaften, wir haben alle einen Auftrag bekommen, wo man spürt im Herzen, für das geht mein Herz auf, für das entsteht eine Energie, für das würde ich gerne bereit zu leben. Das ist in meinem Bilderrahmen drin. Aber du siehst jetzt meine
ganz logischen Argumente, die mir immer wieder in den Sinn kommen und die mich total blockieren. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du mir deine göttliche Perspektive schenkst. Ja. Also wie siehst du denn mein Potenzial? Wie denkst du über die Möglichkeiten, die du mir anvertraut hast? Und es ist interessant, wenn wir beten, du hast, Susanne, an der Ladies Revival Night etwas gesagt, wo ich gelesen habe, aber ich vergessen habe, weil das gleiche Bild war gewesen, als Gott zum Volk Israel sagte, er hat die 12 Kundschafter ausgeschickt, geht mal hin und schaut mal das Land an, dann kamen zurück mit riesen Trauben, mit Milch und Honig und haben gesagt, boah krass, also das Land ist wirklich fruchtbar, aber es gibt Riesen und wir fühlen uns in deren Augen wie Heuschrecken, winzig klein. Also das Aber war gewesen, wir sind klein. Das Aber war gewesen, wir haben gar keine Chance. Das Aber war gewesen, wie sollten wir das Land einnehmen? Aber es heißt im Gegenteil, wie die Feinde sie gesehen haben. Die Feinde hatten von ihnen Angst, weil sie wussten, sie haben Gott an der Seite. Ist ganz krass, wenn du das Aber bringst, ist es deine Seite, aber der Feind hat auch ein Aber, weil er nämlich die Größe Gottes in deinem Leben sieht. Und das finde ich mega stark, dir auch zu sagen, die Abers sind aus deiner Position, aber der Feind hat andere Abers. Aber wenn du beginnst, in der Berufung zu leben, aber wenn du beginnst aufzustehen, aber wenn du beginnst, die Wahrheiten Gottes zu nehmen, aber wenn du beginnst zu glauben, dann habe ich keine Chance mehr. Also der Feind sieht genau das Gegenteil. Darum, das Aber blockiert dich unnötig, weil der Feind ein anderes Bild von dir hat. Und ich habe den Psalm 27 für heute dazu aufgeschrieben, weil Psalmen sind ja immer auch Lieder von Menschen, die, wie du und ich, die in Umständen gestanden haben, wo genauso herausfordernd waren. Und im Psalm 27, der ist von David, da heißt es, der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Und ich spreche diese ersten zwei Verse von Psalm, oder diesen ersten Vers von Psalm 27 heute, jetzt in diesem Moment über deine Zweifel aus, dass du Gott richtig gehört hast, dass du gemeint bist, dass du das kannst. Also wenn deine Träume dir keine Angst machen, dann sind sie nicht von Gott, hat einmal jemand gesagt. Also wenn du jetzt Angst hast, dann muss das richtig sein. Und trotzdem brauchen wir diese Zusage, dass der Herr ist dein Licht, er rettet dich. Vor wem solltest du dich fürchten? Bei ihm bist du geborgen wie in einer Burg. Also wie wir jetzt hier drinnen. Draußen regnet es. Gestern Abend hat es wahnsinnig gestürmt. Wir waren drinnen, haben den Sturm von draußen gesehen, die Blitze und das Gewitter. Wir waren geborgen. Und so bist du geborgen mit all deinen Zweifeln oder inmitten von all deinen Zweifeln. Und dann, vor wem sollte ich noch zittern und sagen? Vor wem? Vor dem Pharao, vor dem Goliath, vor was auch immer vor dir steht. Eine Aufgabe, zu der du berufen bist, wie Esther, zu bewältigen. Vor wem sollte ich noch zittern und sagen? Und ich danke dir, Gott, vor wem? Wenn du auf meiner Seite bist, wenn du mir Licht gibst, wenn du mir beistehst, wenn ich bei dir geborgen bin, vor wem sollte ich noch zittern? Es gibt auch diesen Bibelvers, wo es heißt, verborgen in Christus. Wir sind verborgen in Christus. Das heißt, man sieht dich ja gar nicht. Das hat mich auch ermutigt. Ich bin verborgen in Christus, du bist verborgen in Christus. Das heißt geschützt. Und das sprechen wir dir heute zu. Wenn es um Zweifel geht, die deine Berufung oder dein Auftrag, der Gott dir gegeben hat, dir vielleicht auslöst. Also Zweifel sind logisch, aber nicht theologisch, weil Gott denkt göttlich. Und dann kommt die zweite Phase, das ist interessant, das ist die Gehorsamsphase. Weil ohne dein Ja geschieht gar nichts. Und Gott ist ein Gentleman. Gott hat 1000 Argumente, warum er uns gebrauchen will. Gott hat 1000 Argumente, weil er mehr sieht in uns, als wir jemals sehen können. Gott wird mehr tun, als wir ihn jemals bitten oder nur fragen können. Das bedeutet eben, dass wir immer limitiert sind. Das, was ich jetzt sehe von meinen Augen, ist das, was ich glaube, könnte sein. Aber Gott sieht schon weiter, unser Leben sieht schon in 30, 40 Jahren. Und darum ist das Ja was Freiwilliges, man kann Ja oder Nein sagen. Und Moses hat dann Ja gesagt. Er hat seine Frau genommen, seine Kinder auf einen Esel gepackt und ging
nach Ägypten und dann heißt es, und ich finde, das habe ich so betont am Sonntag, es heißt, und er nahm den Stab Gottes mit. Und man liest vorher, heißt es immer, den Stab Mose. Und der Stab Mose bedeutet, das ist mein Hirtenstab, das ist mein Einkommen, das ist meine Leiterschaft, mit dem werde ich die Schafe lenken. Und plötzlich nimmt Gott seine Begabung von Leiterschaft und sagt, das ist der göttliche Stab. Und das ändert sich, wenn du Ja sagst, in etwas Gesalbtes. Man sagt immer Charisma, man kann auch sagen, der Charisma ist etwas, was Hühnerhaut bewirkt, wenn jemand wunderschön singen kann. Aber die Kraft Gottes, die Autorität oder die Salbung Gottes, so genannt, zerbricht Joch, heilt Menschen, kickt Dämonen aus und das kann Charisma nicht. Und ich glaube, man kann das so gut vergleichen. Das eine ist einfach meine Begabung, die ich habe, verändert sich dann plötzlich in eine Autorität, dass durch meine Gebete, meine Worte werden Menschen geheilt, ermutigt, Dämonen werden ausgekickt. Und das ist wunderbar, wenn du Ja sagst, wie sich auch der unsichtbaren Welt etwas radikal 180 Grad verändert. Also die Frage ist, zum Beten habe ich gesagt, die meisten Predigten sprechen wir über Sünde, die man sieht. Oder? Das sind so, das, was offensichtlich ist. Aber ich sage immer, 90% der Sünden sind das, was wir begehen, wo Gott etwas gesagt hat und wir tun es nicht. Und das ist passiv und das sieht niemand. Und über diese Sünde spricht man nicht, die kann man ja verdecken. Also alle diese Dinge, wo Gott gesprochen hat und du es einfach verdeckt hast, das ist das größte Problem als das, was du aktiv 10% effektiv tust. Ja, und heute Morgen haben Joel Vögeli und Tim Mucciarto genau darüber gesprochen, im Vater Unser, über diesen Gehorsam. Und zwar im Zusammenhang mit geheiligt werde dein Name. Ja. Das, was mit Gehorsam zu tun hat, das hat mich auch beeindruckt. Also Gehorsam ist offensichtlich etwas, was auch den Namen von Gott heiligt, das heißt groß macht und herrlich macht in dieser Welt. Und deswegen lass uns beten für ein Herz, das einfach Ja sagt, und zwar aus tiefem Herzen. Und darum Gehorsam und Zauberei ist das Gleiche. Also im Alten Testament heißt es, ungehorsam zu sein ist wie Zauberei. Und die gleiche Wurzel, hast du gesagt, Zauberei will den Einfluss haben von Gott, aber nicht Gott an der Stelle zu haben. Das ist Zauberei. Du willst eine übernatürliche Macht haben, aber ohne Gott nachzufolgen. Ungehorsam heißt, ich will eigentlich den Segen von Gott haben, aber ich mache es selber. Beides klammert Gott aus und beides möchte eigentlich die Kraft Gottes erleben, aber ohne Gott am Boot zu haben. Darum ist Ungehorsam ist wie Zauberei, wie Okkultismus. Und ich glaube, da zuckt die eine oder andere Person zusammen und sagt, ja, ich habe noch nie Okkultismus betrieben. Und doch mit der Ungehorsam, hat die gleiche Wurzel. Und genau, das Schöne ist ja, wir zeigen mit dem Finger auf niemanden, weil am Ende vom Tag müssen wir immer auf diese Dinge, die Gott zu uns spricht, gehorsam sein. Und da sind wir alle im gleichen Boot. Da gibt es keinen Unterschied von Leo, Susanne zu dir, zu uns. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir alle sagen ja oder nein. Und Vater im Himmel, ich halte dir diese Ängste hin, die ich habe, diese Zweifel, die ich habe, auch vielleicht gewisse Themen, die mir nicht passen, wo ich einfach sage, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe, nicht dein Reich, sondern mein Reich soll geschehen, da wo ich dich einspanne, um das zu segnen, was ich will, in meinen Vorstellungen. Alle diese Dinge möchte ich dir sagen, es tut mir leid, weil ich merke, mein Herz ist so gespalten. Ich habe ein gespaltenes Herz oder einen gespaltenen Geist, weil immer wieder dieser Kampf in mir ist, deinen Willen zu tun, dir nachzufolgen und auch treu zu sein. Und ich danke dir jetzt einfach, dass du mir dabei hilfst, meine geistlichen Augen zu öffnen, meine geistlichen Ohren zu öffnen, mein Herz zu öffnen, dass ich einfach hören, sehen und spüren und erleben kann, dass deine Pläne schon von Anfang die besten Pläne gewesen sind. Ja. Dass deine Gedanken schon von Anfang an so rein, vollkommen schon immer gewesen ist und dass deine Absichten für mich nur fördernd, unterstützend und bereichernd sind. Du bist nicht gekommen, etwas zu stehlen, zu töten und zu vernichten. Das sind die Eigenschaften vom Feind. Der Feind kam, um zu töten. Der Feind kam, um zu stehlen. Der Feind kam, um zu vernichten. Aber du kamst, um Leben in voller Fülle zu geben. Und diese volle Fülle tut mir leid, wo ich mir selber immer wieder den Haken stelle, wie das Bein stelle und selber umfalle. Und darum bete ich dich einfach, dass du dich erbarmst über mir. Ja. Mir gnädig bist und den Himmel aufmachst über diesen Themen, wo ich einfach innerlich immer wieder mit mir selber kämpfe, weil ich dir
nicht will oder nicht kann vertrauen. Arbeite an meinem Herzen, forme es zu deinem Gunsten, zu deinem Willen, für deine Pläne, für deine Ziele. Und im Psalm 27, Vers 11 heißt es, führe mich auf sicherem Weg, meinen Feinden zum Trotz. All diesen Zweifeln Ja. und Yes. diesem Verlangen, den bequemeren Weg zu gehen, all diesen Feinden zum Trotz. Führe mich auf sicherem Yes. Weg. Yes. Und im Psalm 23 heißt es, wenn wir auf deinem Weg gehen, der ist sicher, dein Weg ist sicher, weil du bürgst Yes. dafür mit deinem Namen. Yes, danke, Und Jesus. das halten wir uns vor Augen und sagen Ja zu dem, was wir wissen, dass du auf dem Herzen hast Ja. für uns und als Auftrag für uns. Ja. Die nächste Phase ist die Kampfphase und da könnte man mega viel darüber sprechen bei Moses. Also die Kämpfe, die waren unvorstellbar krass. Es fing an, dass das Volk schon, als Moses sagte zum Pharao, lass mein Volk ziehen, hat den Pharao ihnen die Arbeit verdoppelt. Hat gesagt, ihr müsst das Stroh selber holen. Es wurde nicht besser, es wurde noch viel schlimmer. Also das Volk hat gesagt, Moses, geh weg, Hau ab. seit du da bist, ist es noch viel schlimmer geworden. Dann kamen die 10 Plagen. Es waren 10-mal eine Machtdemonstration Gottes vom Himmel. Das Volk hat gesehen, weil jede Plage war ein Angriff gegen einer der Götter von Ägypten von dazumal. Und Gott hat gesagt, eure Götter von Ägypten, die haben schon Kraft. Aber ich, der allmächtige Gott, habe mehr Kraft. Also das Volk von Gott hat gesehen, wenn Gott eingreift mit Donner und Blitz und mit dem allem Pyro, wo er hat, dann hat der Pharao keine Chance. Dann hat der Pharao sie mal endlich ziehen lassen und dann standen sie vor diesem Roten Meer. Da ging es nicht mehr weiter. Links und rechts waren Feinde, hinten war Ägypten, vor ihnen war das Rote Meer. Ich habe gedacht, jetzt ist es fertig. Und sie haben gehört, dass die Armee kommt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und Wow. eine Wolkensäule kam dazwischen und hat gesagt, halt, stopp, und hat sie ausgebremst. Und dann ging das Meer auf, sie gehen durch, Meer geht zu, die Ägypter trinken. Und dann sind sie in der Wüste, jetzt muss gut zuhören, und haben es realisiert, woher kommt das Brot? Woher kommt das Essen? Woher kommt das Wasser? Die nächsten Probleme in dem Sinne. Sie haben angefangen zu murren. Also Moses war, ehrlich gesagt, never-ending Story von Problemen, von Hindernissen. Und ich möchte dir sagen, einer der Punkte ist, wie man geistlich wächst, ist durch Hindernisse, durch Druck und Umstände. Also auch deine Muskeln wachsen nicht ohne Gegenstand, ohne ein Gewicht. Also Gott Ohne Widerstand. legt ein Gewicht dazu, damit ein Widerstand entsteht, damit etwas wächst. Ja. Ich sage immer, Gott überfordert uns nicht. Wir bekommen keine Muskelfaserriss, aber wir bekommen Muskelkater. Und ein geistlicher Muskelkater ist was Gesundes, Erfrischendes und bringt etwas zum Wachsen. Und da gibt es keine Abkürzung von, ich hätte es gerne einfacher, ich hätte es gerne ein bisschen simpler. Und ich weiß nicht, in was vor einem Challenge du jetzt drin bist. Angriffe heißt nicht, du hast gesündigt. Angriffe ist ein Beweis, du bist auf dem richtigen Weg. Ja. Wenn du nicht angegriffen wirst, wenn du keine Stolpersteine hast, dann kannst du die Frage stellen, warum nicht? Weil es gibt nichts zum Angreifen. Also wenn du sagst, seit ich Jesus nachfolge, geht es mir schlechter, ich habe mehr Probleme, ich habe weniger Freunde, ich habe viele Themen, wo ich kämpfe, dann sage ich Welcome auf der richtigen Spurbahn. Das ist ein Zeichen. Und eine der Sachen war gewesen bei Mose, und ich möchte da ein bisschen Halt machen heute, war, der größte Kampf, den er hatte, war nicht von außen. Die Kämpfe von außen sind einfach. Der Feind war Pharao, der Feind war das Meer, der Feind war links und rechts beim Roten Meer, die Feind war die Wüste, aber dass plötzlich Miriam und Aaron im engsten Kreis eifersüchtig geworden sind, da beginnt eine der größten Wachstumsphasen von uns Christen, wo wir den Menschen, die uns verfluchen, hassen, beleidigen, kritisieren, einen Pfeil in den Rücken schießen und sagen, Vater, segne sie. Dann sagt Gott, segnet die Feinde. Und dann sagt Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Sie haben keine Ahnung, was sie mir antun, aber sie können das Reich Gottes nicht blockieren. Vielleicht kannst du ganz kurz diesen Bibeltext vorlesen von Miriam und Aaron, das Misstrauen, das da geschehen ist in 4. Moses 12, Vers 3. Da heißt es, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten.
Also ich bete jetzt mit dir zusammen. Ich glaube, man muss nicht mehr dazu sagen. Wir alle kennen Namen, wir alle kennen Situationen, die sind wie ein Pfeil in deinem Herzen, ein Pfeil in deinem Rücken. Und jetzt hat Aaron dann gesagt, weil Miriam wurde krank, bekam Aussatz, wie Schneeweiß. Und Aaron hat gemerkt, einen Fehler gemacht und hat gesagt, Mose, ich bitte dich, mach Fürbitte für uns. Kannst du nicht vor Gott bitten, uns zu vergeben? Das muss man vorstellen. Sie haben ihn beleidigt und sagen zu ihm, bitte bete für uns. Ich glaube, das ist die krasseste Wachstumsphase, die es überhaupt gibt, für die zu beten, die es in dem Moment wirklich nicht gut gemeint haben. Und es fällt dir nicht einfach. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich oft das Gebet bete, kommt es nicht aus dem Herzen. Ich denke immer, ja, ich muss das beten, weil es ist theologisch richtig. Aber es ist immer noch besser, das zu beten, weil deine Zunge bekennt es schon mal. Deine Worte sprechen das schon mal aus. Und ich glaube, Gott kann uns dann auch heilen von innen nach außen, dass er auch Feinde zu Freunden verwandeln kann. Weil Feinde sind immer ein Rückenwind. Also je mehr der Feind uns entgegenstellt, desto größer sind die Wunder Gottes. Man kann sagen, kein Wunder, was Gott macht, hat zu tun fast eben mit den Feinden, die uns Steine in den Weg legen. Also ich bete jetzt einfach, du kennst die Namen, du kennst die Situation, die mögen schmerzhaft sein, sie mögen auch frisch sein, diese Wunden. Du vielleicht sagst, die Wunden sind noch gar nicht verheilt, Freundschaften sind zerstört, Familien auseinandergerissen, was auch immer das ist. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du mir diese Kraft gibst, wie Jesus, dein Sohn, der sagen konnte am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diesen Satz, der fällt mir so schwer, das ehrlich zu meinen, weil ich wünschte mir eigentlich, dass diese Menschen wie Miriam aussätzig bleiben, damit sie merken, sie haben was falsch gemacht. Aber ich bete jetzt einfach, dass du mir hilfst, über den Schatten zu springen, dass du mir hilfst, nicht niederzureißen, sondern aufzubauen. Dass ich nicht bitter werde, sondern besser. Und ich bete für das größte Wunder in mir, weil ich nicht weiß, wie ich für diese Feinde, mögen Freunde sein, die plötzlich sich gedreht haben zu Feinden, die dir auch vielleicht finanziell einen Schaden zugefügt haben, vielleicht deine Ehe total zerstört haben, auch Dinge von deiner Zeit, von den Ressourcen einfach missbraucht haben für ihre Eigenzwecke, I don't know. Es sind ganz konkrete Dinge, die eben nicht so sagen, ja, Schwamm drüber ist vergessen, sondern du hast einen Schaden. Du hast etwas, dir ist etwas gestohlen worden. Dir wurde was genommen. Und wenn was genommen wird, ist nicht einfach zu sagen, Vater, segne sie. Vater, gebrauche du sie. Aber ich bitte jetzt für das Herzenswunder in dir und auch in mir. Und das kann wirklich nur der Heilige Geist machen. Wenn der Heilige Geist uns nicht tauft mit einer göttlichen Dimension, weil die Welt ist nicht so. Die Welt sagt wie das Alte Testament Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber die Gnade vom neuen Evangelium sagt, Gnade ist größer als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, wir vergeben den Menschen, die es nicht verdient haben, weil ich vergebe wegen mir, damit mein Herz nicht bitter wird. Ja, und es heißt da auch wieder, du hast es vorher schon gelesen, aber der Herr hatte gehört, oder ich habe es gelesen, aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten. Mose sagte nichts, er schwieg, aber der Herr hat es gehört und er schaute zum Recht von Mose. Ja. Und das sprechen wir dir einfach zu im Namen Jesus. Gott ist deine Gerechtigkeit. Yes. Er hat gehört, er hat gesehen und er steht zu dir. Und im Psalm 27, ich finde das einen fantastischen Psalm, weil da geht es so viel darum, dass David genau das erlebt hat. Da heißt es zum Beispiel im Vers 3, selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, und sie hatten ja diese Angriffe mit den Streitwagen vom Pharao, mit der ganzen Armee, die gegen sie kam. Genau das ist ihre Situation. Sie haben das Geräusch gehört. Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe ich dennoch keine Angst. Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig und zuversichtlich. Psalm 27, Vers 3. Oder Vers 5 heißt es, er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt. Er
stellt mich auf einen hohen Felsen, unerreichbar für meine Feinde ringsumher. Weiter heißt es, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, also da geht es wirklich ans Eingemachte. Gott hält zu mir, Gott ist immer bei mir. Das ist der Psalm 27, den kannst du durchlesen, durchbeten, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, weil der gibt Halt. Genau, wenn wir in so Phasen sind wie Mose. Und es ist so ermutigend, so eine Geschichte wie Mose mal ein bisschen genauer zu betrachten und zu merken, wow, es wurde wirklich immer schlimmer. Es wurde wirklich immer schlimmer. Mit seiner Berufung hat der Ärger angefangen in seinem Leben. Ja, und darum war auch die Berufung von Gott so klar und deutlich, so eindrucksvoll, dass auch was Leute sagen, ich möchte auch mal die Stimme von Gott so klar hören wie Moses, wie Paulus und auch andere Frauen und Männer, sagen immer, das glaube ich nicht, weil der Punkt ist, dass weil es gab so große Hindernisse, dass er sagt, es tut mir leid, auch wenn ich mir das nur vorgestellt hätte, also Fantasie, es war nicht so, es war real. Ich habe es anlangen können, ich muss die Sandalen abziehen, ich habe die Stimme von Gott gehört, es war ein heiliges Land. Also Gott ist so krass eingefahren, weil die Hindernisse waren dermaßen nicht mehr menschlich. Also wenn ich das alles lese, hätte man aufgehört, weil man sagt, ja, ich bin mir jetzt doch nicht so sicher, ob es Gott gewesen ist. Das war bei Moses nicht der Fall. Es war auch bei Abraham nicht der Fall. Es war auch bei Paulus nicht der Fall. Du, aber Leo, ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied, wenn man durch diese Dinge durchgeht. Wir bekommen viele Lebensgeschichten mit und es gibt auch Leute, die Phasen sehen sehr ähnlich aus und trotzdem wissen, also von außen sieht man, die gehen den verkehrten Weg. Also du kannst dir ja jetzt noch lange einreden, aha, ja gut, dass ich jetzt auf Widerstand treffe, ist nur eine Bestätigung, aber es könnte gerade so gut auch ein Warnsignal sein. Was ist denn der Unterschied? Kannst du da spontan was sagen? Du spürst es in deinem Herzen, oder du spürst in deinem Herzen, drückst du deinen Willen durch oder merkst du in deinem Herzen, Gott arbeitet am Charakter. Dieses Gewissen hat der Heilige Geist in uns hineingelegt. Du hast ein Gewissen, was ist gut und was ist falsch. Es ist nicht etwas, was Leute sagen, ich weiß nicht. Wenn du ehrlich bist, du weißt es. Es ist auch interessant, die Bibel sagt, wir sind Schafe. Und wir hören die Stimme von Gott. Wenn Leute sagen, ich höre die Stimme von Gott nicht, ist nicht möglich, weil ein Schaf hört so sensibel wie kein anderes Tier. Also wir hören die Stimme schon, nur wir wollen es oft nicht wahrhaben, was man hört, was man fühlt, was man denkt. Also das eine spürst du, das macht was bei dir, es fordert dich heraus, das spürst du. Und das andere merkst du einfach, es hat nichts mit dir zu tun, du hast auch nicht was falsch gemacht, sondern einfach, das sind Dinge, wo an dich zugetragen wird, wo du merkst, es fördert deinen Glauben, wo du anders reagierst als einfach Menschen, die im Geiste Gottes geleitet sind oder einfach die fleischlichen Leute. Ja, und wenn es jetzt zur letzten Phase geht, heute im Gebet, die Wüstenphase, die Wüste formt mich, dann möchte ich gleich zu Beginn dafür beten, weil ich glaube ganz fest, dass heute jemand, vielleicht auch mehr als jemand, zuschaut und du redest dir Dinge schön und das ist jetzt nicht verurteilend gesagt, aber es ist eine Chance, dass du noch mal innehalten kannst und dich noch mal ausrichten, weil bei einer Rakete sagt man, die muss sich alle paar Sekunden wieder ausrichten, sonst schießt sie irgendwo verkehrt ins All. Und ich empfinde heute, dass es so ein Moment ist, wo wir uns noch mal ausrichten können. Gott im Himmel, mit dem, was wir erleben, noch mal innehalten. Das macht auch ein bisschen Angst, weil ich will es doch unbedingt so und es ist doch so ein Wunsch, so ein Herzenswunsch. Da kannst du doch nicht dagegen sein. Und trotzdem wollen wir heute noch mal einen Moment innehalten und sagen: Gott, auf deinem Weg will ich gehen. Und in der Wüstenphase, wo du uns formst, geht es ums Vertrauen. Und ich spreche einfach aus, dass ich dir vertraue. Und ich wechsle von dem, was ich will, zu dem, was du willst und spreche aus, ich vertraue dir. Und ich mache mir nochmal klar, auch wenn ich es einfach zuerst ausspreche, ich bin gehorsam. Ich folge dir. Wenn du stehen bleibst und ich realisiere, ups, du bist gar nicht mehr bei mir, dann bleibe ich auch stehen und suche dich wieder neu. Ich bin demütig, ich will nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Ja. Ich suche die Gemeinschaft mit anderen Christen, weil auch das hilft mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben.
Ich lasse mich korrigieren. Ich lasse mir ins Leben reden. Ich bete dich an und stelle dich heute nochmal ganz bewusst ins Zentrum. Du bist mein Licht, haben wir am Anfang gebetet. Und du leuchtest Dinge aus, wo ich einen Blindspot habe, wo ich nicht hinsehe. Und du bist der mir Geduld schenkt und ich habe Geduld. Und wenn es etwas so in Eile ist und komm und jetzt und das muss jetzt noch sein, da halte ich inne und warte. Du musst dir vorstellen, die Wüste ist nicht so, dass die Wüste ist kahl, die Wüste lebt auch in dem Sinne. Aber die Wüste ist eine Phase in unserem Leben, wo man wie das Gefühl hat, es ist weder noch. Also, oder sie haben in Ägypten ihre Häuser gehabt, das haben sie nicht mehr, sie haben in Zelten gewohnt. Und dann mussten sie wieder aufbrechen, das war eigentlich alles provisorisch. Und sie haben gewusst, eigentlich gehen wir in das verheißene Land, das ist nur ein Übergang. Also sie haben einen Übergang gelebt. Also auch das Essen war jeden Tag das Gleiche. Da gab es keine Menüwahl. Das Wasser war jeden Tag das Gleiche. Gott war im Zentrum. Also sie haben in der Wüste eigentlich wirklich in diesem Übergang, wo man ist, ich spreche von Übergang der Wüste, man ist nicht mehr in Ägypten, man ist nicht im verheißenen Land, man ist dazwischen. Das ist eine völlig eklige Situation in deiner Seele. Und da hat Gott ihnen Dinge beigebracht in dieser Übergangsphase. Ich bin der Versorger. Du streckst deine Wurzeln aus in die tiefsten, da du kannst sagen, ich bin gepflanzt wie Bäume an den Wasserbächen. Die Früchte tragen zu seiner Zeit, auch wieder die Zeit Gottes wieder, ist eine andere Zeit als chronologisch, das was wir denken, aber Gott hat einen Kairos, einen göttlichen Moment, dass nichts entsteht. Und da hat Gott eine andere Zeitrechnung. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du in der Wüstenphase bist, ist nicht so, dass du nichts erlebst. Oder es ist nicht so gleich, es passiert nichts, sondern es ist etwas, was Gott ganz, ganz tief in deinem Herzen Dinge etabliert, Dinge vergrößert, die du später dann brauchst, um in das verheißene Land hineingehen zu können. Darum, ich sage dir heute, die Wüste lebt. In der Wüste macht Gott größere Dinge. Bevor Gott nach außen was macht, macht er zuerst etwas in uns. Bevor das Rampenlicht auf dich scheint zuerst etwas in uns. Es ist immer das Gegenteil. Und ich finde es schön, wie Gott am Charakter arbeitet. Hier geht es um Charakter in der Wüste. Gott formt in der Wüste den Charakter. Und ich sage dann, wenn du ins verheißene Land gehst, dann kommt Charisma, dann kommt Begeisterung, dann kommt diese Leidenschaft von Gott. Und darum bete ich jetzt einfach, wenn du das Gefühl hast, ich bin weder noch, es ist so in einem Provisorium. Und ich bin einfach froh, wenn es fertig ist, dann hat man die falsche Haltung. Und ich sage dir, Vater im Himmel, du hast mich in diese Wüste jetzt hineingeschickt und ist bei jeder Person vielleicht eine andere Phase, es fühlt sich anders an, es ist auch ein anderes Setting, aber es sind am Ende vom Tag die gleichen Prinzipien. Ich gebe dir die Erlaubnis, an meinem Charakter zu arbeiten, auch Dinge mir zu formen, zu prägen, auch Dinge wegzunehmen, die nicht zu mir gehören. Aber lerne mich eigentlich wie ein Schüler, eine Schülerin, die in der Bank sitzt und sagt, lehre mich. Und ich schreibe es auf und ich notiere es und ich bin wissenshungrig, ich bin lernbereit, weil ich merke, ich habe noch so viele Bereiche nicht verstanden, wo ich immer noch aus meinem Fleisch, in meinem alten Adam, in der ägyptischen Kultur, in dieser weltlichen Kultur, um zu sagen, noch lebe. Weil das Volk hatte Ägypten verlassen, aber der Geist von Ägypten war noch in ihnen drin. Wir haben die Welt verlassen, aber man spürt, die Welt hat immer noch in uns Wurzeln geschlagen. Und es sind auch die Momente, wo wir einfach sagen, Herr, ich strecke nochmals meine Wurzeln aus zu dir. Ich werde in die Tiefe wachsen und ich werde lernen, von deiner Güte zu trinken, von deiner Gnade abhängig zu sein und sagen, deine Güte und dein Erbarmen hört nie auf. Es ist jeden Tag da und es ist auch jeden Tag neu. Und so kannst du auch deine Wüstenzeit umarmen. Und jetzt kommt immer die Frage, wie lange ist dann die Wüstenzeit? Ich weiß es nicht. Niemand von dem weiß, es kann schneller gehen, es kann länger gehen. Aber eines habe ich festgestellt, egal wie lange es geht, es ist zu lange aus unserer Perspektive. Aber dann, wenn du dann in das verheißene Land gehst und du spürst, die Riesen sind noch größer, dann bist du dankbar, dass du gelernt hast, in dieser Wüstenphase dein Leben zu fundieren in diesem Gott im Himmel. Also du merkst,
Die letzten 3 Sonntage aus meiner Perspektive waren so Herzensmessages. Es ist nicht etwas, was man hört und sagt, wow, krass, hat mich berührt. Man muss darüber nachdenken, man muss darüber beten und man muss auch den Heiligen Geist fragen, wie siehst du meinen Bildrahmen? Und ich glaube effektiv, dass es lohnt, weil das Leben ist so schnell, weil der Teufel, der lenkt uns ab. Wenn er uns ablenken kann von der Hauptsache von Gott, dann schießt du den Pfeil irgendwo hin, aber nicht da, wo du hinschießen sollst. Und ich glaube, es braucht eine Justierung, dass man sagt, okay, das mache ich. Das ist die Aufgabe und viele Dinge mache ich nicht mehr. Ich segne dich im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes für alles, was Gott dir anvertraut hat. Und Gott hat versprochen, er kommt mit dir zum Ziel. Ja. Und du wirst einmarschieren in den Himmel, den Siegespreis gewinnen Ja. und sagen können, Vater, hier bin ich und ich bin dankbar, bei dir zu Hause zu sein. Amen. Im Amen. Namen Jesu. Hey, wir wünschen dir eine reich gesegnete Woche. Gott mit dir. Wir freuen uns, dich nächstes Mal wieder mit dabei zu haben. Besuch unsere Angebote, mach einen Daumen hoch. Daumen, Kommentar. Ja, genau. Und ja, Gott mit dir, ob du in der Zweifelsphase bist, ob du in der Wüstenphase bist oder ob du in der Kampfphase bist, wie auch immer. Oder Gehorsamsphase. Oder Gehorsamsphase, da haben wir sie alle miteinander. Also, mach's gut, Gott mit dir. Tschüss. Ciao, ciao. Einer von uns muss jetzt die Kamera Das ausschalten. macht meine Frau. Bye bye, God bless you.